Zara und der Chris schleichend umeinander rum, es wird Katz um einen heißen Brei. Und keins möchte den ersten Schritt tun. Und der Fanny sein preisischen Stiefsohn stinkt er recht. Der Martin möchte jetzt doch keine Malzfabrik nicht kaufen, sondern das Malz im eigenen Auftrag machen lassen. Der Hubert ist auch dafür, aber die Rosi ist dagegen. Der Hubert sollte mit seiner Alten die Kinder im Kindergarten das Schuhblatteln und das Tragen beibringen. Zum Glück fällt aber die Gaudi aus. Die Lansinger werden streitet darüber, wer das am Ende ein Friedhof-Taus in was für ein Grab rein soll. Von Berle seiner Mutter her wurde eins frei und alle möchten's haben. Und drum kalt er ihm's am Schluss sein. Die Uri naht mit einem alten Fetzen ein Kopfpolster für sein Urenkel und weiß nicht, dass der gescheckerte Fetzen der Fanny sein Lieblingskopftier ist. Drum kauft sie ihr ein neues. Die Männer mingen nicht mit ihren Weiber zum Moortanzen gehen. Und stattdessen ziehen sie Psuffener durchs Dorf und fechten gleich um einen Schnaps und um ein paar Ohr an. Die Weiber kriegen's aber nachher da noch zum Moortanzen dran. Der Fanny, seine preisische Tochter, frisst an Flori seine Marillenknäl weg und für das sauft er ihr nachher einen zusammenpanschten Liebstrank weg und tut er so, wie wenn er wegen den aufs Hummel spinnert. Aber die Uri mischt ihm ein extra Rassgesicht zusammen, dass sie ihm wieder vergeht. Der Kathi stinkt er recht, dass nicht sie, sondern Zara auf die Reklame zählen für einen Preis einen neuen Plempe aufgekommt. Z Lansing geht der Dieb um und tachet alles, was er erwischen kann. Schließlich erwischt der Pfarrer an Pauli, wie er grad an der Kirche einen Opferstock ausrammt.